Nur piffisch. Aus dem Buch Schnoge und Spuze vom Max Barak. Ein Bäuermeister auf'm Land kriegt e Schreibe aus der Stadt, da heißt drin, man soll kurzerhand berichten an der Magistrat, wie in de Dörfer ringsumher es Obst des Jürgetier wär. Und danach sagen, welches am besten wär geraten dort. Ob's Kasche, Beere, Aprikose und Äppel geben hätt und große und schöne Pasching, Quetsche, Niss. Ob die Traube gut und süß gewässt sind, kurz, er soll jetzt eben das alles pünktlich jetzt geben. Na, denkt der Bäuermeister da, das ist geschwind gesagt, es ist leider ja fast nix geraten, ausgenommen die Quetsche. Denn, Potz Herrgott, die sind da geraten wie noch nie. Es ist ja so wie ich her vorkomme, dass Bauern säckweis hergeschenkt haben. Uns muss da schon, das darf man glauben, recht arg sei, bis ein Bauer als was her tut schenke in de Palz. So denkt er und macht sich gleich dran und fängt halt zu schreiben an. Bei uns ist es ja nix gewachsen von Obst als nur die Herrgott Sachse, so denkt da, wie schreibt man dann nur Quetsche? Da kann man sich ja fürchterlich blamieren, wenn man's nicht richtig schreiben tut. Nee, das will ich nicht riskieren, uns macht sich, mein ich, grad so gut, wann statt Quetsche Niss da steht. Es ist sowieso ja ganz egal, drum schreibe ich Niss auf jeden Fall, ich wär recht dumm, wenn ich's nicht tät. So denkt er und macht der Bericht, dass man so arg viel Niss hätt kriegt. Tracht dann sein Schreibe in die Stadt und überreicht's beim Magistrat. Da brieft man's dann und ei was, Niss? Man meint nit, dass das möglich is, greicht der Erhebungskommissär. Sonst waren alle Nussbäm leer im ganzen Land und nur da hinne bei ihnen sind so viel zu finden. Ja, secht der Alt und kratzt am Ohr, ich weiß wohl und kann nix davor, es hat auch nur Quetsche geben dort. Der Deibel aber schreibt das Wort.